ich habe immer einfach musikalisch das gemacht, auf das ich Lust hatte, nicht zu fest überlegt. Vielleicht ist das dann auch eben ein Teil vom einem gewissen Erfolgsrezept, dass man es eben nicht zu fest verkopft. Oder zumindest für mich hat das funktioniert. Also ich gehe gerne in schöne Hotels, ich tue gerne gut essen, aber Lil Brucey tut dann vielleicht nur in teure Hotels gehen und nur gut essen. Ja, es ist irgendwie schwierig, um das zu erklären, weil halt einfach alles so, weil ich einfach mache. Während wir dann eben halt Leute, wo dann plötzlich so ein bisschen von der neuen Generation halt Sachen ausprobieren, wo es mal so machen, wie es noch niemand vor ihnen gemacht hat. Da sind wir wieder beim Julix, wo kommt mir jetzt niemand in den Sinn, was vor ihm in der Schweiz so gemacht hat. Und das ist ja dann auch das Schöne daran, dass Leute neue Sachen ausprobieren. Das möchte ja auch ich. Also ich habe mich nie in der Musik irgendwie mega festgelegt. 5 Liter Bier fliegen um nach dem Goal. Alle Bier sind weg, wir brauchen noch mehr Alkohol. Ich bin der Adrian Hönecke und Helvetica ist mein ganz persönlicher Blick auf die Schweizer Musikszene. Ein Podcast mit Künstlerinnen, ihrer Haltung, ihrem Sound, der mich bewegt. Heute zu Gast bei mir der Lil Brucey, ein junger Musiker aus Zürich, der, ich würde mal sagen, hauptsächlich Musik macht für Zürich, aber über das reden wir in der nächsten Stunde. Er hat, so wie ich jetzt gerade im Kopf habe, etwa 2018 angefangen mit seiner Karriere. Stimmt das? Ja, und ich glaube, es haben wir ein bisschen. ein bisschen vorher, glaube ich, sagt er gerade. Und er hat da schon interessante Kollaborationen gemacht. Zum Beispiel mit dem Tangle im Knecht. Den habe ich gerade per Zufall heute Morgen getroffen. Hat mir auch noch ein paar Sachen über den Lil Brucey erzählt. Und kürzlich mit dem Jule X, wo er eigentlich den grössten Hit aktuell hat mit ihm zusammen. Über das reden wir auch in der nächsten Stunde. Wir reden sicher auch ein bisschen über Artificial Intelligence in der Musik und generell. Wir werden sicher auch über Zürcher Musikszene reden, aber zuerst mal hoi, Lil Brucey. Hoi, danke für die Einladung. Und genau der Tangle, den Knecht, den ich heute Morgen gesehen habe, ein Oldschool-Rapper oder OG, kann man fast sagen, oder? Von der Zürcher Hip-Hop-Szene. Ja, definitiv. Und er war so einer, der ich mal irgendwo live gesehen habe, an einer Vernissage oder so etwas hat er gesagt, und gefunden, hey, der macht irgendwie Rap, aber völlig etwas anderes wie ich, und mit dem würde ich mal gerne zusammenarbeiten. Und mit ihm hast du den kleinen Hit «Frühling am Farbhof» geschrieben. Genau. Wie ist das zustande gekommen? Also er hat dich einfach dort gefragt, oder? Ja, ich weiss im Fall gar nicht mehr genau, wie es zustande kam, oder sprich, wie wir uns kennengelernt haben. Das habe ich im Fall gar nicht mehr so genau im Kopf. Aber ja, wir sind dann zusammen den Song aufnehmen. Also ist das für dich auch so ein bisschen eine Ehre gewesen? Also, weil, gut, wir müssen das vielleicht noch so ein bisschen ausholen, oder so ein bisschen meine Sicht auf das Ding ist, du machst ja schon ein bisschen, komplett ein bisschen etwas anderes wie der Tangle. Als ich dich das erste Mal gehört habe, habe ich immer so ein bisschen gefunden, ja, meint denn der das ernst? Gut, das meinst du, glaube ich, wirklich nicht, aber irgendwie so gefunden, das ist ja kein Hip-Hop, das ist irgendwie etwas anderes. Es geht fast so ein bisschen in die Richtung wie Cloud-Rap ist ja dort dann auch so ein bisschen das Thema gewesen, ein bisschen so diese Art von Hip-Hop-Rap. Und nachher, dass du mit einem Tangle zusammen schaffst, ist ja dann fast ein bisschen überraschend gewesen. Ja, nein, auf jeden Fall. Also das ist auch sicher auch auf eine gewisse Art und Weise überraschend gekommen, aber ich glaube, ich habe das dort gar nicht so hinterfragt. Also im Sinn von, was möchte jetzt der mit mir zusammen arbeiten? Das habe ich in dem Sinn, glaube ich, gar nicht mich so gefragt. Aber ja, es ist sicher zwei unterschiedliche Welten, die da aufeinander gekommen sind, aber das finde ich, ist ja eben genau auch spannend in der Musik, wenn Leute, die grundsätzlich vielleicht ein bisschen andere Musik machen, dann auf einem Track doch irgendwie erstaunlicherweise gut funktionieren. Finde ich auch als Konsument von Musik immer interessant. Und hast du dann dort nicht auch noch so ein bisschen einen Pushback erfahren von anderen Leuten aus der Hip-Hop-Szene, die gefunden haben, hey, was will der da mit dieser Art von Hip-Hop oder Rap? Hey, nie so aktiv. Ja. Also
Also sicher wieder mal, also immer wieder mal vielleicht so auch online und dass man vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, so hey ja, die nicht, dass sie nicht checken, was du machst, aber dass man irgendwie so ein bisschen, schon vielleicht ein bisschen anstößt mit der ein bisschen anderen Form, die man macht, aber jetzt nie mega aktiv, dass ich das Gefühl habe, so oh shit, da hat es mega viele Leute, die mega doof finden, was ich mache. Ja. Ja. Bist du eigentlich mal gewesen bei einem Cypher? Ja, ganz, also einige. Bist du bei mir gewesen? Ja, okay. Also einfach der vom SRF. Ja, also den meine ich einfach dort, wo ja wirklich so die ganze Schweizer Hip-Hop-Szene sich versammelt. Ja, oder? dort bin ich 2020 das erste Mal gewesen, 21 ist er rausgefallen. Ja. Und dann 22, 23, 24, 25 bin ich eigentlich letztes seit Mal schon 2020 okay. immer gewesen, ausser 21, weil's also in dem Fall 4-mal, oder war 20, 22, 5-mal. 5-mal, Fünfmal. okay. Und wie ist denn dort so ein bisschen das Feedback oder die Stimmung so? Ich habe das Gefühl, da hat es dann schon so Rapper, die dann das völlig ernst in eine andere Richtung nehmen, oder? Absolut, also das ist ja das Geile am Cypher, dass du halt wirklich so wie nennt man das, einen Querschnitt von so ein bisschen der ganzen Szene hast, mehr oder weniger. Kannst ja wie nicht alle berücksichtigen. Aber ich muss sagen, live vor Ort nehme ich das gar nicht so wahr, weil ich bin an dem Tag extrem so im Tunnel. Und ich bin also ich komme dort an und dann vorher mit Leuten schwätzen ist für mich dann irgendwie schwierig, weil ich bin dann wirklich so der Smalltalk, ich bin dann zu fest in meinem Tunnel. Und dann danach ist dann wie so die Erleichterung, dass ich es geschafft habe und also dass es durch ist dann meistens so, dass ich dann vielleicht ja schnell mal wieder gehe, so ein bisschen zurück in die Comfortzone, weil es wie so ein bisschen ist, so, oh, geschafft, jetzt muss ich heim. Und kommst du überhaupt die anderen mit über? Ja, also wenn sicher du so aber eben so vor meinem Auftritt, ich nehme es wahr, aber ich kann es mir wie nicht in dem Sinn so reinziehen und so. Ich mache das dann mega gerne einfach daheim. Also eben, ich gehe dann heim und dann schaue ich wie so an, wer alles noch vor mir war und wer nach mir jetzt noch dran ist. Voll, das ist dann so ein mein Ding, wo ich mir dann alle die Sachen, die ich anhören, mir durchlesen daheim. Mhm. Und hast du dann schon, bevor du, eben, wenn hast du angefangen, 2017 jetzt anscheinend, hast du vorher kurz... Wir haben gerade letztes Jahr darüber geredet, dass nächstes Jahr ist das 10-jährige Jubiläum. Ja, okay. Also seit 2016 eigentlich aktiv Songs aufgeladen, damals noch auf Soundcloud. Und 2018 war der erste Auftritt gewesen. Okay. Ja. Aber ja, man kann eigentlich sagen, ich mache das Projekt Lil Brucey existiert seit 10 Jahren, kann man so sagen. Und ich würde mal sagen, da hast du dann in dem Sinne nicht wirklich so Vorbilder gehabt aus der Schweizer Hip-Hop-Szene, oder? Vorbilder im Sinn von Sounds, von meinem eigenen Sound? Ja. Hey, nein, ich habe mich da eigentlich an niemandem orientiert. Also klar hat es Sachen, die ich als Kind gehört habe oder generell einfach schon, wo ich gehört habe, oder eben der Cypher, wo ich schon, bevor ich das erste Mal dort war oder bevor ich Musik gemacht habe, wahrgenommen habe. Natürlich, aber jetzt so meine eigene musikalische Orientierung habe ich jetzt niemanden gehabt, wo ich irgendwie mich, ja, wo ich auch will, wie nennt man das? Ja, ich habe so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht. Ja, definitiv, oder, würde ich schon sagen. Also eben, ich würde sagen, du bist schon ein bisschen so sehr einzigartig gewesen, wo du angefangen hast. Also bist du es ja immer noch. Es gibt ja nicht viele andere, die etwas Ähnliches machen. Jetzt vielleicht eben der Jule X. Sagen wir eigentlich Jule X? Oder? Jule X, ja. Jule X. Er ist, würde man sagen, ist ein bisschen ähnlich, oder? Aber doch auch anders, oder? Also er macht es noch ein bisschen auf die Spitze getriebener, finde ich, wie er das Ganze überhaupt nicht ernst nimmt, oder? Ja, und er ist ja sicher auch, Social Media Game ist extrem strong bei ihm, es ist extrem viel Content und hey, ja, es ist, ich glaube, er hat auch extrem den Zeitgeist getroffen, also er ist wirklich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und auch halt ein Charakter und ich glaube, dass er eben auch einfach sein eigenes Ding durchzieht, ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, aber er stößt dann schon
Also das habe ich schon so ein bisschen mitbekommen, er stößt dann schon ein bisschen auf Widerstand in dieser Schweizer Ja, auf jeden Hip-Hop-Szene, Fall. dass gewisse finden, das geht gar nicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Aber dann nur schon, eben, ich auch wegen seiner Fokuhila-Frisur und sonst, wenn er daherkommt, das finden gewisse, glaube ich, geht nicht. Und ja, auf jeden Fall. Also ja, sicher. Also, aber ich finde, Kritik oder fast schon nicht, ist dann manchmal so ein bisschen Bestätigung von Ja, erfolgreichen definitiv, Zeug. Also, ja. und ich finde also, es kann eh nicht allen gefallen. Und Ja, das ich muss glaube, man sich, glaube ich, immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. ja, ich glaube, es ist auch wichtig, oder es polarisiert, das ist ja ein gutes Zeichen, weil eben, wenn wir allen gefallen, das kommt meistens nicht gut, oder? Dann ist man so ein bisschen Mittelmaß Ja. und so, Und oder? er tut ja wie niemandem etwas zu leid. Das Also, finde ich dann manchmal auch so, ja. hey, wenn es dir nicht gefällt, lass es doch einfach nicht. Ja, und eben, Oder wenn wir mach jetzt es besser. Genau, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Cypher sind, dass man jetzt hat sich so ein bisschen bessert, aber ich meine, früher hat es dort schon ein bisschen Inhalt gegeben, der dann wirklich gewissen weh da hat, oder? Also sexistisch gewesen sind oder rassistisch und so weiter, oder? Also das hat sich zum Glück jetzt ein bisschen bessert, aber eben, denen müsste man eigentlich sagen, hey, das geht nicht, oder? Immer noch, es gibt ja immer noch derartige, die ein bisschen mehr so ein bisschen... Ja, es hat sich sicher bessert, aber ja, also ja, es gibt sicher auch noch, aber ja, ich finde es schon auch sicher okay, wenn es sich ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, aber eben, es ist halt auch generell, dass es sich weiterentwickelt hat, dass es sich vermischt und ja, eben, du hast viele, der Zugang zum selber Musik machen ist halt auch so einfach wie noch nie. Auch mit dem ganzen Social-Media-Zeug, dass du halt eben irgendwie mit TikTok über Nacht kannst mit irgendwie dem Snippet viral gehen und dann sind dann plötzlich irgendwelche Leute mega bekannt, die vor einem halben Jahr noch niemand kennt hat. Kann man jetzt gut und schlecht finden. Aber ja, es ist... Gut, aber es sind ja eben ganz wenige, die das dann schaffen, oder? Also, Ja, das voll. ist natürlich... Ja, das ist ja so. Aber es ist auch, ich finde es auch interessant. Es gibt natürlich einfach immer mehr, die dann das wollen, oder? Und die dann einfach Musik machen. Und dann eben wirklich wenige, die es dann wirklich so schaffen und dann viral gehen, das ist dann, sind dann noch weniger, oder? Ja, das ist ja so. Ich poste, was ich will, natürlich immer noch. Es geht immer weiter so, Senf mit Dill ist irgendwo. Es gibt Finderlohn, wenn du für mich finden kannst. VIP, komm, ich darf posten auch nach Mitternacht. Ich poste, was ich will. Ja, ich poste, was ich will. Doch es kostet nicht so viel. Ja, ich poste, was ich will. Für mich ist jeder Laden jederzeit offen. Du weißt, wie's läuft, hol sie auf dem Weg zum posten. Ich suche Schoki, Doppelrahm und Artischocken. Ich bin grad am Hoffen, haben sie echt von der Schoki alle Sorten. Siehst mich in Topf und durch Mikro rennen. Keine Zeit für Fotos, suche Popcorn für die Mikrowelle. Laufe durch Bioläden, suche Hafermilch. Lade Detektiven von mir lernen und beschattet mich. Für meine Aprikosenweihe brauch ich Mandelsplitter. Ich esse noch mit frisch poliertem Tafelsilber. Immer noch Self-Checkout, immer noch so real. Ey, ich poste, was ich will, doch es kostet nicht so viel. Ich poste, was ich will, natürlich immer noch. Aber nochmal zu der Hip-Hop-Szene. Eben, was ich auch interessant finde, eben, dass du eben einer von diesen Exponenten bist, wo eben das ganze Genre eben wirklich noch weiter auffächert und dass das vielleicht für gewisse Leute noch nicht so klar ist. Oder wenn du jetzt vielleicht jemandem sagst, ich mache Schweizer Hip-Hop oder so, dann denken sie immer noch, das ist auch einer von denen, der das sexistische Müll von sich gibt oder weiss ich nicht was. Ja. Also meine Freundin würde sich jetzt so einen Cypher immer noch nicht anschauen, obwohl das eben ja mittlerweile recht divers ist und so. Und also wie siehst denn du das? Das Ding ist halt wie, wenn man sich aktiv damit befasst, dann nimmt man es ja wahr. Aber ich weiss halt eben, ich glaube so, Hip-Hop hat immer noch so halt bei gewissen Leuten halt, oder halt generell so ein bisschen einen Ruf. Aber ist irgendwie auch schade, also dass man so das ist, glaube ich, sicher ein Grund, warum Schweizer Hip-Hop immer noch nicht so in den Radios gespielt wird, wie halt andere, meiner Meinung nach, schlechtere Sachen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass alles Schweizer Zeug, wo im Radio gespielt wird, schlecht ist, aber ja, dass man viele Leute immer noch so ein bisschen ein schlechtes Bild vom Hip-Hop haben. Ja, zeugt vielleicht ein bisschen davon, dass es immer noch nicht so populär ist, wie es sein könnte.
Ja. Und was ist denn für dich so die Essenz vom Hip-Hop? Oder was, also abgesehen davon, dass gerappt wird? Hey, also, ja, es gibt also die grundlegenden Sachen, wo den Hip-Hop ausmachen. Für mich ist es einfach, ich habe, seit ich ein Kind bin, halt Hip-Hop konsumiert. Und natürlich als Kind tust du das auch nicht so kritisch anschauen. Du findest es einfach geil. Und die Jungs in deiner Klasse hören es. Also jetzt zum Beispiel, wo ich ein Kind war, ist das halt so Eminem, 50, Snoop Dogg und so gewesen. Von dem her hätte ich gesagt, ich bin lange einfach Konsument gewesen von Hip-Hop und Rap. Aber was ist es denn für dich gewesen? Also hast du etwas damit identifiziert oder so? Hey, sicher auch ein bisschen mit dem Style. Ich habe auch so DC-Caps, die Hose ein bisschen tiefer. Aber ich würde sagen, ich bin nie so der Vollblut-Hip-Hopper gewesen als Kind oder als Teenie. Aber es ist einfach immer ein Teil von meinem Leben gewesen, im Sinn von, das ist immer Musik gewesen, seit ich die ersten eigenständigen Kontakt mit Musik geknüpft habe, halt dabei war. Und was ist denn der Unterschied zu anderer Popmusik? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also für mich ist natürlich, ich bin natürlich eine Generation älter und wenn ich das mitbekomme, so in den Ende 80er Jahre, dann ist natürlich das schon die Musik so von halt den unterdrückten Afroamerikanern, die halt so ein bisschen aus dem Ghetto raus sich so auflehnen gegenüber einem weißen System, schon ein bisschen so. Ich meine, als ich zum ersten Mal Public Enemy gehört habe und so, das ist natürlich dann ganz krass gewesen. Aber auch der andere Hip-Hop ist das für mich immer ein bisschen gewesen. Und ich habe das Gefühl, so um die Nullerjahre, wo dann ein Puff Daddy und ein Jay-Z und so aufgekommen sind, die haben eigentlich das Ganze ein bisschen kaputt gemacht mit dem ganzen Bling-Bling und eben dort ist es dann so richtig sexistisch geworden und hat eigentlich für mich dann nicht mehr viel zu tun gehabt mit der Grundessenz vom Hip-Hop. Mhm. Und das hat man natürlich dann im Schweizer Hip-Hop halt schon einmal müssen ein bisschen vorwerfen. Das hat natürlich nicht die gleiche Grundessenz wie der amerikanische Hip-Hop oder vielleicht auch der britische oder so, weil in der Schweiz ist man halt nicht gross unterdrückt. Es gibt jetzt natürlich schon so gewisse Exponenten, die das vielleicht zum Thema machen oder so und das stimmt, oder? Aber sonst ist es natürlich halt nicht unbedingt die Grundessenz. Nein, aber es ist halt eine andere Voraussetzung. Aber ja, ist für mich manchmal so ein bisschen schwierig eben zu nachvollziehen, wie es früher war, weil ich halt eben, ich bin 96er Jahrgang, das heisst, als ich 19 war, ist 2005, 2006, das ist halt voll die G-Unit, Eminem und eben 50 und halt so Deutschrap, Bushido, Sido, das ist so voll die Ära gewesen und ich meine, als 10-Jähriger findest du das ja auch geil, wenn geflucht wird in den Text und so, das ist Musik, wo dir jetzt deine Mami nicht erlauben würde zum Hören, das ist sicher auch der Reiz gewesen, für mich als Kind oder junge Teenager, dass es halt, ja, die fluchen halt, die reden wüst und das tönt dann gleichzeitig auch noch geil und hey, ja, ich finde, wie Hip-Hop hat verschiedene Facetten oder jetzt auch Rap, und halt in den letzten 10 Jahren sicher noch mehr sich weiterentwickelt und es gibt ja auch immer noch das, es gibt ja auch immer noch die, wo es so praktizieren, wie es ursprünglich war. Mhm. Es gibt dann aber auch die, die es vielleicht mehr mit Pop mischen, die es mehr radiotauglich machen. Und das finde ich eben auch das Geile daran. Also es hat wie für alle etwas. Ja, es hat sich extrem weiterentwickelt und hat mittlerweile hunderte von Seitensträngen und so weiter, das ganze Genre, oder? Das ist ja eigentlich eines der erfolgreichsten Musikgenres oder das meistgelosenste aktuell. Also ich finde, wieso, es kommen alle auf ihre Kosten. Es ist auch nur schon in der Schweiz, finde ich, es ist so viel also in so viele Richtungen, dass eigentlich, ja, musst eigentlich das, was dir nicht gefällt, gar nicht haten, weil das, was du geil findest, ist ja sicher vertreten. Ja. Ja, definitiv. Und jetzt vielleicht nochmal zum Weiterreden über den Jul X. Mit ihm eben hast du jetzt mal den grossen Hit Dienstag gehabt, der ist schon vor etwa 2 Jahren, haben wir den rausgebracht. Ja, der ist, glaube ich, Mai 23
glaube ich, rausgekommen. Ja. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit ihm zustande gekommen? Wir haben uns kennengelernt am Frauenfeld. Ich glaube, ein Jahr vorher. Sommer 22 haben wir uns kennengelernt. Ich habe ihn dort das erste Mal auf dem Schirm gehalten nach dem Cypher. Er war 2022 im April wahrscheinlich das erste Mal am Cypher gewesen. Und ist mir dort aufgefallen, eben halt, das ist halt jemand, der gerade Impression macht. Wenn der das erste Mal siehst, der sticht raus. Mhm. Und ich habe es geil gefunden. Ich habe es gesehen und ich habe es direkt geil gefunden. Voll, und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch halt gekommen am Frauenfeld, ein Jahr später. Also im Sommer, im 22. Und dann ist er ziemlich schnell mal so, hey, ja, machen wir einen Track zusammen. Und dann haben wir mal einen gemacht. Und dann haben wir so ein paar Shows gespielt, wo dort ist er noch in Anführungszeichen kleiner gewesen als ich. Und dann haben wir ein paar Shows gespielt, wo er so ein bisschen Support gemacht hat für mich. Weil es irgendwie auch geklickt hat zwischen uns. Also auch mit ihm und mit der ganzen Gruppe, mit der er unterwegs ist, es hat irgendwie gematcht. Und ja, dann ist wie so ein bisschen das Ding aufgekommen, dass wir zusammen eine EP machen können. Und dann ist das recht natürlich einfach entstanden. Und dann ist halt aus der EP eine Tour passiert und ja, sehr, sehr natürlich. Und wie sind ihr dann auf die einzelnen Tracks gekommen? Also jetzt zum Beispiel eben den Track «Dienstag», haben ihr dann zusammen überlegt, hey, komm, wir machen so einen Track, wo es ist ja fast so ein bisschen Ballermann-Hymnen, oder? So, also aber so eine Schweizer neuzeitliche Ballermann-Hymne. Hey, wir haben das wirklich nicht viel überlebt bei diesem Song. Das ist, also da haben wir wirklich schon schwierigere Songs geschrieben. Es ist einfach so passiert. Wir haben dann halt mal einen Chat gemacht mit dem Mondetto, was produziert, und dann so ein bisschen hin und her austauscht, aber nie mega, also es hat sich wirklich alles sehr natürlich ergeben, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Approach von beiden an Musik, zum Musik machen, dass man nicht zu fest verkopft, sondern einfach machen. Und ja, also auch nicht mit der Intention den Song gemacht, dass das wird jetzt einer. Ja, aber irgendwie hat es ja schon dann, wie soll ich sagen, ist ja nicht überraschend, dass der nach einem kleinen Hit wird, ein bisschen vielleicht schon, aber es hat ja schon, also es könnte andererseits, sagen wir es mal so, es könnte jetzt wirklich von einer Hitmaschine irgendwie so überlegt worden sein, komm, wir machen jetzt einen Track, der so zur Saufhymne wird, wo dann vielleicht so ein bisschen die Alternativszene kann brauchen als Saufhymne. Ja, könnte man jetzt denken, aber es ist wirklich, wir haben einfach gedacht, komm, wir machen einen Song über das Saufen. Dann irgendjemand von uns zwei ist so mit der Idee gekommen, so, ja, komm, sauf am Dienstag, weil das ist so, Dienstag ist so der most random day von der Woche. Montag ist irgendwie noch so, ja, es ist noch fast Wochenende. Mittwoch ist es fast auch schon wieder okay, weil es so Mittwoch. Und Dienstag ist so ein random Tag, und wir haben gefunden, irgendwie lustig, sauf am Dienstag. Der Song ist auch am Dienstag released worden. Also, wir haben da schon ein bisschen uns etwas überlegt, aber dann erst im Nachhinein, glaube checkt, was wir damit gemacht haben. Also erst, wo dann so der Song 2-3 Monate online war und die Zahlen irgendwie crazy sind für das, was wir uns gewöhnt sind. Und dann irgendwie so, also irgendwie macht es schon Sinn, dass das so funktioniert. Das ist dann erst wirklich im Nachhinein so gekommen. Aber der hören dann die Leute eigentlich doch am Wochenende, oder nicht am Dienstag? Das war auch lustig. Auf Spotify for Artists ist immer so, am Dienstag hat es so einen kleinen Peak. Ja, das ist also immer, das ist anscheinend der Dienstag-Saufhymne, das ist immer so. Aber doch, könnte ich wirklich sein, dass dann halt vielleicht irgendwo in Bars oder irgend sonst, wo dann wirklich am Dienstag getrunken wird, dass man dann das dann spielt. Ja, ich glaube auch in der letztes Jahr war ja Männerfußball-EM gewesen, also in 24, und dort ist sie anscheinend in der Schweizer Fanmeile. Also du hast ja dann wie in dem Land, wo es ist, hast du einzelne Fanmeilen für die Fans, also zum Beispiel Dänemark, Schweiz etc. Und in der Schweizer Fanmeile in Deutschland ist dann der Song anscheinend gelaufen, und ich habe so Videos bekommen, und etwas, was auch sehr lustig ist, die Frauen-Nazi, ist ja auch dieses Jahr ist die EM gewesen, habe ich ein Video bekommen, wie sie im Gar den Song gehört haben nach dem Erreichen vom Viertelfinal. Oh, ja. Ich glaube, das Erreichen vom Viertelfinal. Ja. Ist der Song gelaufen bei ihnen.
Ja, es ist lustig, was der Song für Kreise zieht. Also ich habe eben gerade vorher noch mal schnell gelesen und eigentlich gedacht, also der hätte auch können vom Baschi sein. Also so irgendwie, es hat so ein bisschen etwas wie «Komm, bringen heim», hat ja schon ein bisschen so die Qualität, oder? Ja. Also ja. nicht, also ich finde jetzt Baschi ist nicht so schlimm, der «Komm, bringen heim». Das ist also Nein, aber ich will schon, Ja, uns ist vielleicht schon noch ein bisschen raffiniert. nein, Nein, es nicht ist schon ein gegen den bisschen, nein, Baschi. es ist schon ein bisschen subtiler, das stimmt schon. Weil irgendwo durch ist es ja so ein bisschen, meint ihr das auch wieder ernst oder nicht? Dass wenn es so los ist, ihr wollt ja nicht animieren zum Saufen, oder? Oder doch? Es ist wirklich einfach ein Song, wo man wirklich nicht verkopft. Mhm. Einfach, hey, ein Song über das Saufen am Dienstag. Ja. It is what it is. Ja gut, aber ich stelle mir einfach so vor, eben Leute, die dann das wirklich so lauthals schreien oder so. Ja, die sollen das. Und du hast ja jetzt gerade nochmal einen gemacht, oder? 5 Liter Bier. Mhm. Der ist jetzt gerade kürzlich erschienen, oder? Ja, genau. Da geht es auch wieder ums Saufen. Aber eben, du Und bist ums Fußball. genau. Um den Fußball. Eben, aber du bist ja jetzt eigentlich nicht, also ich kenne dich jetzt nicht so gut, aber du bist jetzt glaube ich nicht so der Säufer-Typ eigentlich, oder? Nein, also. Aber wieso hast du dann immer wieder so Trinkhymnen? Hey, es macht ja auch irgendwie Spass. Mhm. Also es ist etwas, das ist jetzt etwas, wo so irgendwie, ich habe einen Beat gehört, wo so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, wie der Song jetzt ist. Und es ist so wie ich schreibe, es ist einfach amigs kommt einfach gerade eine Idee und dann wird das gar nicht gross hinterfragt. Also natürlich, ich wollte keine sexistische, homophobe, rassistische Text schreiben. In dem Sinn wird natürlich auf die Songs geachtet, aber sonst so inhaltlich. Mhm. Ich schreibe dann halt einfach mal und ich würde sagen, ich habe nicht irgendwie Songs halt rumliegen, die nie rausgekommen sind. Da gibt es ja andere Leute, die ein Archiv haben mit 200 Songs, die nie rausgekommen sind. Ich habe eigentlich immer alles, was ich aufgenommen habe, auch rausgebracht. Ja, okay. Genau. Ja, nur halt jetzt auch ein bisschen, weil jetzt gerade aktuell halt immer mehr junge Leute weniger trinken, Bars und Venues sich ja ein bisschen beklagen, dass es schlechter läuft, weil die Leute weniger Alkohol trinken, so, dann ist es ja eigentlich gar nicht so zeitgeistig, oder? Aber eben, das überleistet wohl auch nicht, oder? Nein, es ist wirklich, also eben generell, ich habe immer einfach musikalisch das gemacht, auf das ich Lust hatte, nicht zu fest überlegt. Vielleicht ist das dann auch eben ein Teil von einem gewissen Erfolgsrezept, dass man es eben nicht zu fest verkopft. Oder zumindest für mich hat das funktioniert. Und Fußball ist aber, das hast du vorhin schnell angetönt, das ist aber auch ein wichtiges Thema. Ja, das ist ein wichtiges Thema. FCZ bist Ja. Fan, ja. Ja. Aber dort hast du eigentlich schon einen Track gemacht in die Richtung? Nein, also so ein eigener FC-Track nicht, aber immer wieder mal Lines, wo der FCZ aufgenommen wird. Hm. Ja, weil das wäre, gut, eben, du sagst, du würdest nicht zuerst überlegen und irgendein Erfolgsrezept, aber das wäre ja theoretisch etwas, wo dann halt vielleicht auch gut wird ankommen oder könnte ankommen. Ja, sicher, aber das ist jetzt wieso für mich dann einfach so, hey, wenn es gerade passt, dann integriere ich den FCZ irgendwie in einer Line. Genau. Hm. Und mit dem Dings bist du jetzt aber schon auf Tour gewesen, oder? Mit dem Julex? Ja, das ist jetzt aber auch schon ein Moment her. Das war, glaube September 23 bis März 24. Also da sind wir etwa, was ist das? 6 Monate. Also es ist doch auch intensiv gewesen. Wir haben, glaube ich, etwa 18 Konzerte gespielt. Mhm. Und voll, aber das ist mega geil gewesen. Und der Bär ist, glaube ich, schon eine krasse Rampe so, oder? Ja, extrem. Ja. Er ist auch noch ein paar Jahre jünger als ich. Der mag das auch noch ein bisschen länger machen. Aber ja, also Bühnenpräsenz, momentan fast unantastbar. Würde ich jetzt Hätte ich jetzt sagen, gesagt, oder? Schweizer im Hip-Hop, Rap. Der Native war auch mal ein bisschen so gewesen. Ich glaube, der macht jetzt nicht mehr so energetische Bühnenshows, aber den habe ich mal gesehen, wo er noch noch die Band SOS gehabt. Das ist wirklich krass. Ja, gewesen. das ist live extrem krass gewesen. Aber ich würde jetzt sagen, Stand heute ist es etwas vom krassesten live, muss man so sagen.
Also fast gefährlich, wenn man so ein Konzert geht. Ja, man kann Also ja gefährlich, aufpassen. ja, eben, also mehr, dass Leute rumwirbeln und... Nein, also ich wünschte mir auch so eine Bühnenpräsenz. Also ich will schon sagen, ich habe mir eine Bühnenpräsenz eine gute angeeignet, aber ich bin nie der gewesen, der extrem wild geht auf der Bühne. Ich habe immer so ein gewisses Relax, also Ja, dein also- Sound ist ja so ultra relaxed. Es passt jetzt, würde es nicht voll zu dir eben. passen. Ich glaube, wenn ich jetzt voll Trampensau wäre auf der Bühne, ich müsste mich ein bisschen verstellen und das möchte ich auch nicht. Von dem her, ja. Aber wie Ich habe fest... Bühnenpräsenz erlangt im Sinne von, dass ich mehr Confidence habe, dass ich, ja. Aber wie fest Kunstfigur ist denn der Lil Brucey für dich? Also, Hey, 50-50. ja. Also es ist, ich glaube, wenn man Songs hört, man hört die gewisse künstlerische Übertreibung, aber es ist jetzt auch nicht alles komplett, dass ich jetzt komplett eine Kunstfigur bin. Es ist, ich will sagen, es ist so ein 50-50 Sachen, die ich geil finde, also ein bisschen, je nachdem noch so ein bisschen übertrieben. Ja. Eben, was ist denn so Kunstfigur? Also wie würdest du denn die beschreiben? Oder welche Charakterzüge hat sie, die du jetzt vielleicht selber nicht hast? Oder ist das auch nicht so bewusst? Ja, eben, ich bin ja nicht angesessen und habe eine Kunstfigur erstellt, wie man das jetzt für einen Charakter für einen Film oder für eine Serie erstellen. Ich glaube, ich habe dann einfach mal gemacht und das zieht sich eigentlich auch so ein bisschen durch die ganze musikalische Laufbahn von den letzten 10 Jahren. Ja, einfach so ein bisschen überspitzt, sagen wir jetzt vielleicht so ein bisschen noch ein bisschen mehr Luxusaffinität. Aber das ist auch etwas, was ich als Privatperson, also ich gehe gerne in schöne Hotels, ich tue gerne gut essen, aber Lil Brucey tut dann vielleicht nur in teure Hotels gehen und nur gut essen. Ja, es ist irgendwie schwierig, um das zu erklären, weil halt einfach alles so, weil ich einfach mache. Ja, fällt mir gerade ein, die Episode, weißt du, mit dem Rap-Menschen, wie heisst es? Battle-Menschen, wie heisst es? Battlemenschen. Erste Staffel ist das gewesen. Genau, und dort hast du nicht mehr Zelten übernachten und irgendwie... Ja, schrecklich. Und der Pablo haben wir dann davon erzählt, dass dann du dort dann irgendwie so etwas, er gesagt, bei Tränen gelacht, wo dann du, neben dir irgendwie Leute gehabt, die irgendwie Musik hören. Die haben Gotthard gehört. Genau, und eben du hast dann nicht können schlafen und sagst mal irgendwie raus, ey, ihr könnt alles machen, aber bitte nicht Gotthard hören. Ja. Also natürlich auch ein bisschen lustig gewesen, weil sie haben, glaube ich, wirklich den ganzen Abend Sound laufen lassen. Und ich habe dann mehr gefunden, so, ey, sicher nicht Gotthard. Und da hast du wirklich tatsächlich dort mit dem Zelt übernachten? Ja. Ja. Aber eben, also das ist auch okay für mich. Okay. Na gut, muss. Eben, wenn ich könnte wählen würde, ich auch lieber im Luxushotel als Zelten. Gut, es gibt ja Leute, die Zelte super cool finden und so. Und dort warst du aber auch relativ früh von deiner Karriere gewesen, oder, wo du bei dem Battlemenschen eingeladen worden bist? Das müsste, wow, Also das ist Sommer 20 oder 21. Okay. Wahrscheinlich eher 20, habe ich das Gefühl. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Das war aber schon ein cooles, also ein lustiges Format gewesen, wo dann halt auch so ein bisschen die Schweizer Musikszene so, und was auch, vor allem auch die Rap-Szene so ein bisschen beleuchtet hat. Wir haben ein super Wochenende gehabt. Also wir haben es lustig gehabt. Wer war dort bei dir dabei gewesen, alles? In meinem Team oder generell? Also generell bei dieser Sendung einfach dort. Der Ali, der Luke, Mimix, Pablo und Livio, Tashan von Bern, Sisi Ampero. Genau. Ui, jetzt tut es mir mega leid, wenn ich jemanden vergesse. Warte, das wurmt mich jetzt. Der Luke ist ja so einer, hast du mit dem schon Musik zusammen gemacht? Nein, noch nie. Aber finde ich ein super Typ. Also wirklich einer von den sympathischsten. Der würde auch noch so ein bisschen passen zu dir, habe ich das Gefühl. Oder wer hast du denn sonst? Hast du noch irgendwie so eine Wunschliste oder so von Leuten, die mal würdest gerne zusammenarbeiten aus der Schweizer Musikszene? Ja, da gibt es ein paar. Ich glaube, die es wissen es. Aber ja, also Wunschliste in dem Sinn
Hey, ich glaube, das sind auch immer Sachen, die sich so ein bisschen ergeben haben. Es hat auch schon Sachen gegeben, die dann so ein bisschen versandet sind, dass man halt, wie es halt so ist, man schreibt und man macht, oder so, man trifft sich und man sagt so, ey, wir müssen unbedingt mal. Und dann kommt irgendwie so ein bisschen von beiden dann nichts mehr, was also ist auch nicht schlimm ist. Also nicht, dass man sich dann irgendwie verstreitet, aber es kommt dann auch nicht zustande, einfach. Hey, von dem her, ich bin auch sehr zufrieden mit den Sachen, die ich jetzt schon habe können, Featurings machen, ja, genau. Und wenn du selber Sachen machst, wie muss man sich denn das vorstellen? Wie tust du denn in dem Sinn Lieder schreiben oder machen? Hast du dann irgendwie auch noch einen Produzent oder so, wo dann einfach dich triffst und dann mit auf Beats dann irgendwie rappst oder machst du das selber oder wie? Also, Schreiben passiert bei mir eigentlich immer so einfach so im Alltag. Und wenn ich Studio-Session abmache, zum Beispiel jetzt mit dem Mondetto in Aarau, dann habe ich eigentlich den Song schon fertig geschrieben. Und je nachdem, ich schreibe eigentlich wie nicht konkret auf Beat. Also ich habe dann eine Idee, wenn sich so ein bisschen alles so zusammengibt vom Songtext, habe ich dann so ein bisschen eine Idee, welche Soundrichtung das gehen soll. Aber ja, wenn ich ins Studio gehe, dann bin ich ready zum Aufnehmen. Also das ist so ein bisschen mein Prozess. Ja, dann entsteht ja nicht nochmal etwas Neues oder so. Doch, also es kann schon sein, dass, also wir haben da schon dann etwas aufgenommen über einen Beat und dann nochmal komplett geswitcht mit der Richtung, weil wir gefunden haben, so, hey, das könnte irgendwie auch noch geil tönen mit dem Text. Und amix auch vielleicht eben, dass ich dann beim Aufnehmen merke, so, die Line, wegen so, da ist irgendwie eine Silbe zu viel, es float geiler, wenn ich da irgendwie ein Wort nehme, das 2 Silben weniger hat. So Sachen. Aber ich gehe eigentlich mit einem fertigen Text ins Studio. Und eben so das Schreiben, die Texte fallen dir einfach so ein bisschen unterwegs im Leben so ein bisschen. Ja. Ja, aber ich hatte mal jetzt gerade kürzlich, hat der Pablo auch noch wieder ein Interview mit dir gemacht und dann haben wir in so einem Taxi oder im Auto drin, haben wir beide so einen kleinen Freestyle-Battle gemacht in einem gewissen Sinn und ich fand, du hast noch recht gut schlagfertig sind die Sachen in den Sinn gekommen. Also hast du fast so ein Eminem-Syndrom, dass man gar nicht mehr aufhören kannst mit Wörtern, die sich reimen. Ich habe mal in einem Interview gesehen, Eminem, und er gesagt, das treibt ihm meist den Wahnsinn, wenn er nur noch Wörter im Kopf hat, und er schaut, reimt sich jetzt das und so. Manchmal treibt es meinen Wahnsinn im Sinn von, dass ich schon 2 Wörter habe, die sich zum Beispiel auf das oder schon Sachen haben, die sich jetzt zum Beispiel auf das 5- oder 6-silbige reimen und dann so, shit, jetzt braucht es noch einen. Aber ich bin jetzt auch nicht mega, die Gabe habe ich jetzt leider nicht, dass ich dann nicht mehr aufhören kann, aber es ist sicher etwas, was mir Spass macht, dann, ja, nicht einfach gerade der einfachste Reim. Also klar, es gibt auch bei 5 Liter Bier, reime ich Bier auf Tier, mir, die Freiheit nehme ich mir dann auch Tischfisch-Reim rauszuhauen. Aber, genauso Freude macht's, also genauso gern finde ich 5-silbige Reims. Ja, aber es ist noch krass, dass du eigentlich gewisse Sachen kannst wie nicht mehr bringen, wo du nicht nur bei dir selber nicht kannst bringen, sondern alles, was schon im Schweizer Hip-Hop gesagt worden ist. Also gewisse jetzt, eben Tisch und Fisch, das ist jetzt halt, sind das wirklich so Wörter, neuliegende, aber wenn du jetzt etwas Extremes bringst, dann kannst du, wenn der jemand anders schon gebracht hat, kannst du den nicht mehr bringen, oder? Ja, das stimmt. Also wenn jetzt irgendjemand, der Verletzungsgrund sich reimt, kannst du den nachher nicht mehr bringen, oder? Weil der hat den anderen schon gebracht, oder? Ja, also ich finde, wenn es nicht weisst, das ist, glaube ich, schon mein Anspruch an mich selber. Das ist, ich will jetzt nicht, wenn ich jetzt wüsste, das hat jemand schon gemacht, dann würde ich es nicht machen. Auch wenn nachher könntest du sagen, ja, ich habe nicht gewusst, dass der das schon gemacht hat. Aber das ist dann, glaube ich, schon der Anspruch an mich selber, dass wenn ich jetzt, dass ich etwas Eigenes möchte finden. Ja, alles wissen kannst du ja nicht, das wäre ja schwierig. Ja, genau. Und ausser eben, vielleicht könnte da KI helfen und sagen, scannen wir alle Schweizer Hip-Hop-Tracks durch und... Ja, aber ich glaube, das wäre dann, glaube ich, zu fehleranfällig. Und umgekehrt würdest du dann KI benutzen, um dir helfen beim Reimen? Nein. Also das ist wirklich zum Schreiben, das ist... Nein. Das wäre mir, das finde ich schon, es ist schon genug all over the place. Also beim Schreiben von meinen Songs
habe ich nicht das Gefühl, dass es mir helfen könnte. Aber jetzt Also unbedingt... vielleicht in den nächsten 10 Jahren dann vielleicht, aber dann weiss ich nicht, ob ich in 10 Jahren noch Musik mache. Mhm. Aber eben, wenn jetzt gerade irgendwie ein Reim oder nicht einfällt, irgendein Wort, das du bräuchtest, dass du dann sagen würdest, findet man da irgendein Wort, das sich reimt auf das? Ist ja dann halt doch Deutsch oder Englisch. Nein. Und eben, es ist ja halt auch nicht wirklich so Musenalp-expressig, dass sich halt dann wirklich Wörter so ganz klar reimen müssen, oder? Ich meine, ein guter Rapper bringt ja Sachen an, die aufs erste Anhören sich gar nicht reimen, oder? Ja, ich glaube, Haftbefehl hat das, Ja, der zum Beispiel, hat das perfektioniert. Ja, sicher, also aber ich habe auch so Sachen, wo dann halt wie so, halt eben so Klang, vom Klang her sich reimt. Jetzt haben wir irgendwie den Faden verloren. Ja, eben, ob dir jetzt KI würde helfen, oder? Und das ja gar nicht würde funktionieren, weil so eben der Klang ja, genau. Das ist, oder? Eben, es würde dann wahrscheinlich wirklich so Tisch-Fisch-Reim oder dass dann eben vielleicht willst du eigentlich einen 5-silbigen Reim, aber es tut dann nur die Endsilben korrekt reimen und das wollte ja dann nicht. Ja, genau. Ja, und es ist halt schon eine rechte Kunst, oder? Weil man will ja auch, also ich finde schon, es ist cool, wenn es ja einen Flow hat und der Flow ist ja möglichst ein bisschen so, wie man wirklich redet oder reden würde. Sobald es irgendwie so ein bisschen nicht mehr so tönt, ist es einfach kein guter Rapper für mich oder Rapperin. Ja, also ich finde eben auch von all diesen Sachen, die jetzt künstlich entstehen, soll doch immerhin Kunst noch von einem selber entstehen. Aber ich meine, also ja, ich finde, wenn man sich irgendwie helfen kann dabei, ich finde, wenn man es kann schlau als Tool nutzen in gewissen Bereichen, okay, aber wenn du dann das Gefühl hast, ja, das macht jetzt alles für mich, dann... Aber wir erleben das ja aktuell jetzt schon recht krass, oder? Wie noch immer mehr Leute eben Flyers machen durch künstliche Intelligenz generiert hat oder sonst Kunst irgendwie und Bücher werden von KI geschrieben. Also es ist jetzt aktuell schon recht krass. Ja, aber eben, es wird nie von einem Mensch selber gemachte Kunst, habe ich das Gefühl, oder das ist meine romantische Vorstellung, wird sich im Endeffekt immer durchsetzen. Es kann das nicht 1:1 gleich machen. Und die Sachen, wo so sind, habe ich das Gefühl, erkenne ich auch. Also klar, es ist schwierig, aber ich glaube, du könntest mir jetzt 3 Songs zeigen, einen davon komplett KI generiert, ich würde ihn erkennen. Weil es platte Songtexte sind, weil es sich komplett an Stilmittel 1:1 orientiert. Von dem her, ja, hoffe ich, dass sich eine menschengemachte Kunst... Ja, hier bin ich jetzt auch deiner Meinung. Ich habe das Gefühl, definitiv, also eben, man hört es und die Leute wollen das auch nicht und andererseits eben, oder es wird ja jetzt gerade so viel KI-generierte Sachen, also jetzt gerade eben auch bei der Musik, so viele Songs rausgeladen, man wird fast überschwemmt irgendwie davon. Und das führt dann sehr wahrscheinlich fast ein bisschen zu einer Implosion, oder? Dass es dann einfach zu viel ist und dass man dann irgendwie wieder aus dem ausbrechen und eigentlich sagt, hey, stopp, wir wollen wieder menschengemachten Inhalt. Und es ist fast eigentlich noch gut, dass jetzt alles so schnell geht, weil dann wird es schnell wieder fertig sein. Ja, voll. Und eben, ich finde, Kunst ist etwas von Menschen für Menschen. Also nicht, ja, einfach... Das ist ja wohl das Wichtigste, was der Mensch macht fast, oder? Also genau. Nebst Essen und Schnaufen irgendwie ist noch Kunst, also Kunst machen. Also ist dann noch Kunst, wenn sich nicht jemand Gedanken dazu gemacht hat? Ich will sagen, nein. Dann ist es halt einfach ein Produkt. Und ja, Kunst kann auch ein Produkt sein, aber ich finde, ja... Ja, eben, aber es ist ja dann genau, das ist eben noch das Interessante, dass ja dann derjenige, die jetzt Kunst machen als Produkt, wie jetzt mal vielleicht auch Taylor Swift ihr das ein bisschen unterstellen, ich weiß auch nicht, und dann wird aber das wirklich entblößt, weil ja dann KI dann das eben auch so macht, und wo ist denn der Unterschied, oder? Und ja, dann stechen dann wieder derjenige raus, die wirklich Kunst machen. Genau, also eben zum Präzisieren, ich glaube, also Kunst ist immer auch zu einem gewissen Punkt ein Produkt, aber ich will sagen, KI-generierte Kunst ist ein reines Produkt. Also wenn ich möchte ja auch
Also ich habe auch nichts dagegen, wenn ich mit meiner Kunst kann zum Beispiel ein bisschen Geld verdienen. Dann ist es auch ein Produkt, aber ich möchte ja auch, es ist ja auch auf die andere Seite ein Hobby. Es macht mir Spass. Ich möchte das ja machen. Also niemand zwingt mich, Kunst zu machen und voll. Ja, und du willst schon irgendwie, dass die Leute dich so auch ein bisschen kennenlernen, oder? Also irgendwo durch willst du dich auch ein bisschen preisgeben, auch wenn du jetzt auch... Ja, ich wollte ja auch ein bisschen zeigen, was ich kann. Ja, also genau, vor allem an einem Cypher oder so. Das ist ja schon auch der Event, wo du willst zeigen, so hey, look, das kann ich. Mhm. Und ja. Ja, und sonst für die Musik, die du machst, willst du ja auch dann irgendwie halt... Ja, du willst ja stolz drauf sein. Genau. Also du willst, ja. Und dann darf deine Persönlichkeit ja auch ein bisschen preisgeben, oder? So, Auf jeden Fall. Und ja, also da habe ich jetzt auch das Gefühl, bin ich es vielleicht sind wir beide ein bisschen romantisch unterwegs und werde in 2 Jahren denken, shit, wo sind wir denn da? Alles nur noch KI-Inhalt, oder? Aber ja, ich meine, du schaffst ja auch... Also ich will sagen, KI hätte nie können Lose Yourself von Eminem schreiben. Nie im Leben. Nein, definitiv nicht, ja. Und KI könnte nicht so rappen, also vielleicht holt mir das in 10 Jahren, wie ein Eminem oder wie ein Busta Rhymes. Das ist ja so eine von innen perfektionierte Kunst. Ja. Ja, und etwas, hoffe ich jetzt einmal. Ja, und vor allem etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat, oder? Und ich meine, das ist ja dann das Interessante, wenn man jetzt Musik macht, dann muss man halt schon etwas machen, was es vorher so noch nicht gegeben hat, wie wenn man etwas macht, was einfach schon, hey, wenn man jetzt einfach so den Hip-Hop macht, was es schon seit 40 Jahren gibt, ja, und dann ist es halt ähnlich wie eine KI das auch könnte machen, oder? Man muss sich dann schon ein bisschen Mühe geben und etwas machen, was es so noch nicht gegeben hat. Genau, weil ja die KI dann einfach Sachen reproduziert, die schon rum sind, während man dann eben halt Leute, wo dann plötzlich so ein bisschen von der neuen Generation halt Sachen ausprobieren, wo es mal so machen, wie es noch niemand vor ihnen gemacht hat. Da sind wir wieder beim Julix, wo kommt mir jetzt niemand in den Sinn, was vor ihm in der Schweiz so gemacht hat. Mhm. Und das ist ja dann das Schöne daran, dass Leute neue Sachen ausprobieren. Das möchte ja auch ich. Also ich habe mich nie in der Musik irgendwie mega festgelegt. Ich will, mein Soundbild so und so sein. Ich probiere immer wieder neue Sachen aus, weil ich einfach gerade das machen möchte, was mir Spass macht. Und ja, eben also bei der Musik, die ich konsumiere. Was ist denn jetzt gerade so? Was inspiriert dich jetzt gerade aktuell so am meisten? Hey, inspirieren jetzt nicht, aber ich höre sicher viel kreuz und quer. Ich habe jetzt wie auch nicht im Hip-Hop oder in anderen Genres so Sachen, wo ich so mega Fan bin, weißt du, wo ich so fix das höre. Ich habe so ein bisschen Playlists, wo ich dann ab und zu, also halt so die erstellten Playlists, wo du so ein bisschen findest, was ist gerade, weil es ist ja so schwierig, an Track zu bleiben mit was ist alles Neues rum. Mhm. Von dem her sind so Playlists sicher hilfreich und sich dann einfach dort die Sachen rausnehmen, wo man nice findet. Von dem her, ich kann jetzt wie gerade nicht... Es erscheint eben so viel neue Musik, eben, das ist halt schon crazy. Und ich habe gerade heute Morgen wieder mal gedacht, das Problem ist auch, also eigentlich würde man ja fast denken, es erscheint viel mittelmäßig schlechte Musik, aber es erscheint eben extrem viel gute Musik. Das ist ein bisschen fast das Problem. Es ist wirklich, wenn ich das vergleiche mit Musik vor 20 Jahren oder so, es ist fast besser wie vor 20 Jahren. Das Einzige, was man müsste sagen, ist ein bisschen die Groundbreaking-Sachen, das fehlt, oder? Ja, so zum Beispiel Alben, meinst du? Das ist wirklich so... Wow, eben, sagen wir jetzt, wie du der Eminem, so etwas hat es jetzt 2025 nicht gegeben, oder irgendjemand, was... Ja, oder ich muss sagen, jetzt für 2025 das Bad Bunny Album, okay. Das ist ja gerade Anfangsjahr rausgekommen, das ist schon, finde ich, eines von der besten Alben, vielleicht jetzt so von der, wenn man jetzt den 2029 zurückschaut auf die 20er Jahre, würde ich sagen, ist das eines von der, könnte ich sagen, ist wahrscheinlich eines von der 20 besten Alben, die in den letzten 10 Jahren rausgekommen ist. Du musst das mal noch ein bisschen besser abchecken. Hat es noch so am Rand mitbekommen? Halt einfach eben auch, da sind wir wieder bei dem, hat es sich quasi nicht neu erfunden komplett, aber es ist
die Leute wollen doch auch überrascht werden. Oder das Rosalia-Album, wo jetzt die erste Single, glaube ich, draussen ist, mit dem Chor und Opera. Ja, ich habe auch noch nicht gelesen, aber das muss ich wirklich mal abchecken. Berghain heisst es, glaube ich. Also Rosalia ist jetzt nicht jemand, wo ich mega Fan bin oder so unglaublich viel höre, aber ich finde sie eine krasse Künstlerin. Und bei dem Song, du bist, wow, okay, das ist mal etwas anderes. Und von dem her habe ich das Gefühl, es wird ein unglaublich krasses Album. Und ja, das sind so ein bisschen die Sachen, die dann rausstechen. Halt, Mir ist noch der Dijon, kennst du den? Der ist mir noch so aufgefallen. Der hat jetzt vom Justin Bieber Album 3-4 Tracks geschrieben und produziert. So einen schwarzen Dude, der so, so ein bisschen skizzenhaft, und es tönt ein bisschen wie Prince und D'Angelo, aber viel abgefuckter und anstrengender. Irgendwie sagt mir der Name etwas, aber ich habe gerade nichts. Er hat eben dann ein cooles Video auf YouTube, von ihm, das ist jetzt das zweite Album rausgekommen, und vom ersten Album hat er so ein Promo-Video gemacht, wo er in einem Raum ist mit seinen Mitmusikern, mit etwa 10 Leuten, und so ein riesen Tisch ist dort im Raum und sie jammen dann dort und er ist so ein bisschen sehr exaltiert am Rumgumpen. Und es ist so wirklich interessante Musik, finde ich einfach. Eben so einfach etwas, was es vorher so noch nicht gegeben hat. Ja. Aber ich habe sicher das auch so im Rap-Bereich immer das gern gehabt, so ein bisschen die Sachen, die irgendwie so ein bisschen anders sind. So, ich kann schnell überlegen, ob mir ein konkretes Beispiel einfällt. Also jetzt gerade kürzlich oder während? Generell während. Aber können wir sonst nachher nochmal... Es ist jetzt... Ja, eben, es ist dann halt... es ist auch interessant, was dann plötzlich für Entwicklungen können entstehen. Ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen oder so die Evolution of Hip-Hop, das ist so eine Serie auf Netflix, die ich fertig geschaut habe. Und das war mir gar nicht so bewusst gewesen, der Screwed and, wie heisst das, Screwed and... Chopped and Screwed, sorry, genau, Chopped and Screwed, der Sound aus, was ist das, New Orleans. Mhm. Wie das so entstanden ist, das ist wirklich ganz strange, oder? Das ist einfach so der eine DJ, der DJ Screw irgendwie einfach Sachen einfach langsamer laufen lassen und dann das Leim dazu geschnüffelt und da sind einfach Leute zu ihm, auch Rapper, und haben bei ihm das Zeug aufgenommen und er hat es dann nachher Chopped and Screwed. Und das ist dann eigentlich eine riesige Szene geworden und das ist immer noch relevant, oder? Mhm. Also das ist schon noch lustig, wie dann plötzlich einfach so Zeugs kann entstehen und auf das hofft man ja auch immer wieder, dass plötzlich solche Entwicklungen entstehen. Voll, ja. Finde ich auch das Interessante daran, dass es kommt immer wieder so ein bisschen etwas Neues und eben, ja, vor allem eben, wenn ein etablierter Artist oder Artistin um die Ecke kommt mit etwas Unerwartetem. Das ist immer cool, finde ich. Ja, und dann halt eben auch nicht unbedingt auf den, wie soll ich sagen, jetzt nur auf die Streaming-Zahlen schaut. Ich meine eben, der Chopped and Screw Sound, der ist schon fernab von Mainstream hat der stattgefunden, aber trotzdem extrem erfolgreich, oder? Voll. Also, und dass man dann nicht immer nur auf das abzielt und das Gefühl Nein, hat, auf gar keinen Fall. Ich habe fast das Gefühl, ich habe kürzlich auch mal so ein YouTube-Video gesehen von einem, wo es so ein bisschen Tipps gibt, wie man sich als Musiker oder Label soll verhalten, und er findet, man soll eigentlich aufhören streamen, also Musik streamen lassen und dann wieder zu digitalen Verkäufen, also digitale Downloads eigentlich pushen oder im besten Fall natürlich gerade physisches Material machen. Ja. Also muss ich schon mal fragen, was bringt das, irgendwie Musik auf Spotify oder sonst auf Streaming-Services veröffentlichen? Ja, also ein bisschen Visibility, aber irgendwie verdienen du schon nichts mit dem. Voll ist halt jetzt für mich in dem Sinne nicht das relevantes Thema, weil ich halt nie davon gelebt habe oder lebe. Ich bin nie angewiesen gewesen darauf, dass ich mit Musik kann etwas verdienen, weil ich halt immer nebendran gearbeitet habe. Stimmt, dann ist es für dich eigentlich wichtig, einfach mal Visibility zu haben, oder? Voll, aber ja, genau. Es ist wie, für mich ist immer gewesen, wenn etwas dazukommt, ist das nice to have, aber es finanziert mir nicht mein Leben. Von dem her, ja, das eben, spielt das für mich gar nicht so mega eine Rolle. Also, aber wenn du jetzt müsstest davon leben, nur von Musik, dann wäre es eigentlich das Businessmodell schon
interessant zu sagen, hey, ich habe einfach meine Fangemeinde und dann verkaufe meine Ware irgendwie, statt auf Streaming zu hoffen, oder? Ja, ich habe das Gefühl, in der Schweiz können wahrscheinlich sehr wenig von Streaming-Einnahmen oder von Verkäufen, also auch wenn du es irgendwie physisch oder irgendwie digital verkaufst, ja, das Gefühl ist in der Schweiz schwierig. Mhm. Ja, müsstest halt wirklich einfach live oder halt Kooperationen, habe ich das Gefühl, dass dort holt wahrscheinlich noch am meisten raus. Ja, oder eben halt einfach, ja, wenn du einfach eine sehr folgsame Fangemeinde hast, wo dann wirklich auch bereit ist, ein bisschen Geld auszugeben, und dann halt irgendwie Sachen kannst verkaufen, oder? Klar, ja. Und dann einfach heutzutage, wo halt Musik halt schon ein bisschen so, ja, einfach als Gratisware angeschaut wird, ist es natürlich schwierig, es auf dem Weg das Gefühl haben, könntest du irgendwie Geld verdienen, oder? Ja, klar. Aber auf die andere Seite ist es dann halt auch so einfach wie noch nie sich zu zeigen. Früher hast du irgendwie ein riesiges Studio gebraucht und du hast irgendwelche Labels gebraucht und jetzt kann eben, ich würde sagen, es ist ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Es hat beides seine Pro und Kontras. Ja, von dem her, ich kann wie gar nicht das abschliessend irgendwie beurteilen. Nein, ich auch nicht. Aber nein, stimmt. Ich meine, eben, wahrscheinlich hättest du früher irgendwie hättest schon einen Labelvertrag gebraucht, den hättest du wahrscheinlich jetzt in der Schweiz nicht bekommen, weil eben du zu schräg in der Landschaft gestanden bist. Ich bin wahrscheinlich schon auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Klar. Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich 2005 mich hätte durchsetzen mit dem. Schwierig. Aber hast denn du veröffentlichst jetzt auf eigenem, also Publishing oder hast du ein Label? Ich mache das via NoHook. NoHook macht für mich den Vertrieb. Also ich bin nicht gesigned bei NoHook, aber sie tun das für mich alles aufbereiten. Also ich schicke es ihnen und ich muss so Formular ausfüllen, halt mit so ein bisschen Promotextli und halt Songtext, und sie kümmert sich dann halt um den ganzen Vertrieb. Genau. Und das ist so mega, das ist so am angenehmsten für mich. Und Social Media, das machst du aber dann alles selber? Das mache ich selber, genau, ja. Und dort ist so für dich das anstrengend, oder ich nehme jetzt mal eben, wie du sagst, wie du nicht unbedingt musst leben davon, kannst du das auch entspannter machen, oder? Ja, also ich kann es extrem entspannt machen, aber ja, es ist auch etwas, wo auch ein bisschen mühsam ist, dass man halt wie, ja, du musst halt dort auch extrem aktiv sein, um, sagen wir jetzt mal, relevant zu bleiben. Es langt halt wie nicht, einfach nur Musik zu machen, das dann rausbringen und dann, ja, die Leute hören es dann schon. Ich meine, du bist ja noch Werber, also von dem her kannst du da schon etwas dazu sagen, oder wie soll ich sagen, weisst, wie das vielleicht ein bisschen funktioniert, oder dass eben nur das Gefühl haben, ja eben, ich habe da neue Song und ich habe da neue Platten irgendwie, das genügt nicht, oder? Nein, man muss es halt schon irgendwie schlau kommunizieren, aber eben, ich mag mir dann da auch nicht irgendwie riesige Gedanken machen, weil ich also einfach machen, also halt jetzt habe ich halt jetzt für die EP habe ich nach langem wieder mal mir ein bisschen mehr überlegt, bin auch mit Duo von Studio Nord zusammengehockt, um halt so Visualizers zu machen. Da haben wir für 5 Liter Bier und für Posten haben wir Sachen geshootet und dann halt wie halt können als als Promo halt so Clips raushauen. Also es sind nicht Musikvideos, sondern mehr einfach so 60 Sekunden, um ein bisschen Wellen machen, so 2 Wochen bevor der Song rauskommt und dann halt nachher auf Spotify ein cooles Canvas haben. Das ein bisschen etwas, dass ich wie gefunden habe, so, hey, ich will das so ein bisschen auf der Bildebene etwas liefern. Aber ja, das ist jetzt so ein bisschen das gewesen, was ich mir überlegt habe, aber jetzt nicht gross irgendwie eine Medienstrategie. Ja, oder einfach halt, ja, oder das wäre mir auch einfach zu mühsam. Eben, es sind auch schon Leute, glaube hässig vor dieser Aussage, aber für mich ist es einfach ein Hobby. Es ist, und es soll auch Spass machen. Es hat immer müssen Spass machen. Sonst, ja. Ja, klar. Verliert es den Charakter, wieso ich es angefangen habe. Und das
hängt dann auch zusammen mit Sachen zu fest verkopfen. Ja, das verstehe ich natürlich, dass eben das gewisse Leute, die natürlich müssen davon leben, dass es schwierig finden, wenn jemand das als Hobby macht oder andere sagt, das ist für mich nur ein Hobby. Andererseits, wie du vorher geschildert hast, es ist natürlich für extrem viel schwierig, irgendwie davon können zu leben so. Und viele, hey, ja, haben vielleicht Fördergelder und müssen mit dem irgendwie leben, dann ist es ja auch also, wie soll ich sagen, ja, kann man dann auch nicht jemandem einen Vorwurf machen, der sagt, ich habe einfach einen Job nebendran, der mir das ein bisschen finanziert oder so. Ja. Also, es ist auch ein Businessmodell oder so. Also, Voll. das ist schon noch, wie soll ich sagen, ja, kann man jetzt nicht jemanden verurteilen wegen dem, oder? Nein, finde ich auch nicht. Aber du als Werber, dort habt ihr ja manchmal auch irgendwie Kampagnen oder so, die ihr euch überlegen müsst für Kunden oder so, wo dann vielleicht auf dich, also wie soll ich sagen, adäquat auf dich selber auch könntest anwenden, oder? Ja, aber ich will das ja wie auch zu einem gewissen Punkt trennen. Also ich glaube, ich kann das Glück, dass ich dann kann irgendwie, weißt, Skills, wo mir bei der Musik helfen, mir helfen beim Schreiben, bei meinem Job. Aber ja, das ist halt einfach so das, was ich gut kann. Gut schreiben, gut mit der Sprache umgehen. Und ich habe ja jetzt da nicht mega Marketing-Kenntnis. Also es ist ja nicht, dass ich irgendwie Social-Media-Experte wäre oder irgendwie da mega durchplanen kann. Es braucht einfach gute Ideen, aber das ist halt wirklich sehr schwierig. Da kann ich kann gute Ideen machen, aber ich glaube, ich mag das dann auch nicht so durchplanen. Also, ja. Ich habe mal so einen Dings, fällt mir jetzt gerade gesehen, so einen Case von Oasis, wo sie ein Album rausgebracht haben und dann haben sie, bevor das Album erschienen ist, haben sie in New York jenste Strassenmusiker gefunden, die dann die Lieder spielen, bevor sie rauskommen. Und dann, die haben dann das aber auch so angeschrieben, dass sie das da quasi vorab, quasi, wie sagen wir dem, so eine Pre-Listening-Session machen von Oasis-Lieder. Und das hat natürlich dann enorm Wellen geschlagen, PR-mässig, dass man jetzt kann da auf der Straße Oasis-Lieder hören. Wenn ich natürlich die Grösse und das Budget von Oasis hätte, dann würde ich mir dann, glaube ich, schon auch gut, aber es ist ja nicht so teuer. Eine Agentur engagieren, wo man dann einfach geile Ideen aber wo ich dann einfach muss zahlen und sie und ich zahle sie und sage dann einfach nur die geile Idee ab. Das würde dann, glaube ich, schon auch. Aber das Ding ist jetzt nicht so teuer. Die ganze Umsetzung von dieser Idee ist jetzt nicht extrem teuer, aber du musst natürlich ja einfach die Idee haben. Ja, Klar, da wird wahrscheinlich schon eine Agentur dahinter. Ja, logisch. Ja, genau. Ja. Und das kostet dann sicher einen gewissen Betrag, auch wenn die Umsetzung in dem Sinn nicht so teuer ist. Ja, voll. Aber ich denke einfach, das wäre natürlich, ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel oder so, aber wenn sich viele halt darüber beklagen, dass sie mit ihrem Social Media nicht weiterkommen und ja, einfach keine Sichtbarkeit haben und so, ja, dann musst du einfach etwas einfallen lassen. Und wenn du so etwas einfallen lässt, wie so Oasis einfallen lässt, dann hast du sicher Sichtbarkeit. Ja. Und ja, klar. Und wenn du halt einfach eben nur irgendwie halt ein Foto machst oder halt irgendwie, ich weiss doch auch nicht, einfach sagst, eben, jetzt habe ich einen neuen Song draussen oder so und das Gefühl hast, ich muss einfach genug oft posten und so. Nein, das genügt nicht, oder? Du musst einfach wirklich einfach eine gute Idee haben, oder? Voll. Also ich glaube, jemand, der das ja auch extrem durchgespielt hat, das Promo-Game ist SSEO, wo nicht nur krass Rap und ein geiles Album rausbringt, sondern halt auch noch auf Social-Media-Ebene geilen Content liefert. Wo, das ist, finde ich, ist so ein bisschen, wie nennt man das, eine Masterarbeit in How-to-Album-Promo, oder einfach generell Promo. Es ist dann irgendwie Strassenrap, aber dann doch irgendwie mit Social-Media-Content, der sich selber nicht zu ernst nimmt. Ich kenne es eben gar nicht so gut, also ich kenne ihn so knapp, aber was hat er denn so gemacht auf Social Media, oder macht er so? Einfach, also es gibt ein Video von ihm, wo ihn wie jemand filmt aus einem Auto raus und er ist in einem Bademantel mit der Sonnenbrille auf einem E-Trottinett im Strassenverkehr und liest dazu so ein lustiges Taschenbuch. Ganz einfach. Und jemand filmt ihn aus dem Auto. Und da wären sich jetzt wahrscheinlich auch viele Leute vielleicht zu schade, sich so zu zeigen auf Social Media. Und bei ihm ist das irgendwie, ja.
Oder ein Song vom Album heißt, ich weiß nicht 1:1, aber der Song heißt, tut diesen Song in eure Playlists und macht ganz viele TikToks. Und das finde halt ich extrem geil. Ich finde das auch, glaube viele andere extrem geil. Von dem her, ich glaube, wenn du geile Musik kannst machen und gleichzeitig auch noch Content hast, wo die Leute interessant finden, ja, dann kann es extrem gut kommen. Ja, ich glaube, das ist heutzutage extrem wichtig, aber das ist ja das, was du jetzt vorher immer wieder angetönt hast, dass es heutzutage extrem einfach ist, deine Musik zu releasen, auch irgendwie sichtbar zu werden, oder? Aber dass du dann wirklich erfolgreich wirst, dann musst du eben das auch gut können, oder? Also fast noch mehr als die Musik vielleicht. Voll, du musst halt auch irgendwie Entertainer sein. Mhm. Ja. Aber es ist ja nicht so abwägig, weil die meisten Musiker sind ja auch Entertainer, oder? Also wenn du noch auftrittst und so auf der Bühne, musst du jetzt vielleicht nicht gerade so krass sein wie der Jule X, aber... Aber ja, du musst das Gesamtpaket sein. Das macht meiner Meinung nach aber auch Sinn, dass es irgendwie... Also Michael Jackson ist auch das Gesamtpaket Genau, also ich und- finde, sonst, wenn du halt einfach gut kannst schreiben, dann bist du halt dann vielleicht im Endeffekt Ghostwriter. Es gibt ja auch viele Fälle, wo dann vielleicht die eigene Karriere nicht extrem gross war, aber die schreiben für die Grössten, zum Beispiel jetzt in Deutschland oder so. Kann dann auch ein Weg sein, aber eben, ich glaube, so ein erfolgreicher Künstler, eine erfolgreiche Künstlerin, Band, das ist immer das Gesamtpaket. Ja, eben, definitiv. Also, dort ja, habe ich das Gefühl, beklagen sich oder jammern dann viele ein bisschen zu fest und geben irgendwie der Zeit heutzutage die Schuld und eben Spotify. Aber das war auch schon früher so. Ja, ja. gewesen. Also klar, es ist noch so, die Digitalisierung ist dazugekommen und hat die einfache Zugänglichkeit. Aber es ist ja auch schon früher so gewesen, dass du nicht einfach so berühmt worden bist oder einfach so Erfolg hast mit deiner Musik. Also das ist ja... Hat da wahrscheinlich das Label auch viel geholfen, oder? Also es hat ja dementsprechend gekostet, oder bei dir haben ja. viel von dieser Arbeit übernommen. Ich glaube, das ist halt heute ein bisschen das Problem, dass dann das Label das auch nicht mehr richtig macht, wenn du eins hast. Und ich glaube, es bräuchte wieder ein bisschen mehr so, ich weiß nicht, ob das halt das Label ist oder ob das Management ist oder was auch immer. Es müsste halt vielleicht Tätige geben, die dir ein bisschen wie helfen dabei. Schlussendlich musst du es ja dann schon selber machen, aber wir könnten vielleicht ein bisschen einen Push geben und sagen, hey, tu ein bisschen in die Richtung oder mach ein bisschen mehr so. Und jetzt ist viele, die einfach sagen, hey, du musst im Fall 5-mal pro Woche musst du posten, aber was du postest, sagen sie dir nicht. Ja. Und dann hast du vielleicht, musst du jetzt einfach irgendetwas posten und postest dann einfach irgendetwas. Und, ja. Und, dann auch nicht, so einfach ist es dann halt auch nicht. Nein. Aber andererseits eben jetzt eine Musikagentur aufzumachen, ist dann selbstverständlich halt eben auch nicht gerade die gute Business-Idee, weil halt einfach zu wenig Geld rum ist irgendwo durch, oder? Also jetzt gerade in der Schweiz. Ja. Das ist ja so. Das könnten wir jetzt zusammen noch eine Musikagentur aufmachen, Ja. aber eben, ich glaube, momentan ist halt einfach oder es ist halt einfach noch nie wirklich viel Geld rum gewesen, irgendwie. Ja, kommt glaube ich ein bisschen darauf an, für was und für wer. Andererseits, ja, ich meine, auch in der Schweiz gibt es Tätige, die gut Geld verdient haben oder gut Geld verdienen. Also. Ja, das ist ja so. Ja. Hey, ja, du, ich glaube, wir sind schon langsam durch. Jetzt haben wir eine Stunde geredet gehabt. Wir haben die wichtigsten Themen besprochen, oder? Nein, was vielleicht noch wichtig wäre, was so bei dir noch ansteht, das ist natürlich noch, bevor das noch vergessen geht. Ich spiele noch Ende November im Kauz in Zürich, mein EP-Release am 27.11. Im Kauz, das ist ja mehr ein Techno-After-Hour. Ja, es haben jetzt aber auch in letzter Zeit ein bisschen mehr Konzerte angefangen machen. Und ich kenne auch so ein bisschen die eine oder andere Person dort. Von dem her war der Zugang, also die Kommunikation einfach gewesen. Genau, wir haben einfach gefunden, das könnte man mal machen. Mhm. Weil jetzt wenn ich die letzten paar Jahre etwas gemacht habe, ist es meistens im Exil gewesen, also für so Release-Sachen. Und habe ich gefunden, so, ja, der Kauz ist noch ein bisschen intimer, es ist ein bisschen kleiner, und einfach auch mal, ja, eben ausprobieren. Da sind wir wieder beim Punkt von einfach Sachen machen. Genau, das steht an, da freue ich mich extrem drauf. Und dann sonst, ja, fürs nächste Jahr sind noch nicht viele Sachen geplant. Also
Wir haben ein paar Ideen, aber eben, es kommt alles, wie es kommt. Also hast du aber einfach schon neue Texte und so und neue Songs ready? Vielleicht. Ja, okay. Ja, sind wir gespannt, oder? Und eben, ja, was Ende November im Kauz? Genau. Komme ich vielleicht noch vorbei? Ja. Mal schauen. Ja. Und ja, hey, danke fürs Gespräch. Hey, danke dir für die Einladung. Und man sieht sich sicher. Man sieht sich. Ciao, ciao. Tschüss. Das wäre es für das Mal mit dem Little Brucey. Sehr interessantes Gespräch habe ich gefunden. Ich hoffe, du hast es auch interessant gefunden. Falls du den Podcast gut findest, erzähl weiter davon deinen Freunden und Freundinnen. Abonnieren natürlich, damit keine Folge verpasst ist. Und kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, helvetica_podcast. Kannst mir dort eine DM schreiben oder ein Mail, was du gut oder was du schlecht findest an diesem Podcast. Und natürlich alle Vorschläge für weitere Gäste, wer du mal gerne hier in diesem Podcast würdest hören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Schon da? Leckt zu früh. Sorry. Oi. Lieber zu früh. Oi. Adi, lieber zu früh als zu spät, oder? Willst du gar noch etwas im Wort? Nein, ich habe gerade noch das Intro ein bisschen aufnehmen. Jetzt dachte ich, nutze die Zeit.